Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmlift. Und ich war für ihr Steff on the Nile gucken. Und wenn die Film Loginas, ja, das sieht ihr auch bei Filmlift. Ja, wo fängt man an? Ich meine, die geht relativ kurz, die Episode. Wie kann ich so an das Steff on the Nile gehen? Wann von ihr draußen Assassin's Creed Origin gespielt wird, also wird das Ganze an Ägypten spielt, der Look ist ziemlich nämlich. Also es kann die Ball so, es kann den Titel auch an Greenscreen the Movie erinnern. Ja, ich meine, das kann gut passen. Ich weiß nicht, ob ich jemals vielleicht nicht, aber ich habe seit langem einen Film gesehen und die wirklich, muss ich wirklich so sagen, so allen ist wie Death on the Nile. Das einerseits meine ich auch schon ein Konstart hinzukriegen. Also, wie sie Pferdespur tun, der Greenscreen so rausgesehen. All Shot sei den direkt Studio. Das geht schon mal beim No gucken. Und das ist schon von den riesigen, von den vielen Problemen, die dieser Film hat. Und zwar baut sich nie eine richtige Atmosphäre auf, weil in die ganze Zeit eben gesagt, dass es nicht richtig ist. Lo kann ich natürlich so ja, wenn es Corona ist, das man Drehen und Reisen nicht immer so einfach. Mir ganz ehrlich, wir haben auch andere Produktionen, die mittlerweile auch schon Reisen und muss dann alles am Greenscreen gemacht gehen. Kann ihn dann nicht, wann ich nicht möchte, kann ihn dann nicht besser machen. Ich meine, wir haben gerade an einer Episode zu The Book of Boba Fett einfach schon mal aufgepasst, vielleicht kurz wegschalten, wenn er es noch nicht gesehen hat. Die Episode mit Luke Skywalker, wo es gesehen animiert ist, wo ihn einerseits gesagt, überhaupt Mandalorian an The Book of Boba Fett Serien, wo ihn überhaupt gesagt, wie krass die Technologie mittlerweile ist, und andererseits kommen wir dann zu so einem Film, den einfach nimmen allen, also ich meine, die schon bald wie Express allen gemacht gehen, wo ich nicht, wieso alles scheißt nur satt. Und dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, den ich auch immer verhältnismäßig kritisch fand, wenn ich schon gesehen, wie viele Großschauspieler dabei sind an seiner Produktion, dann denke ich mir schon immer, wow, kommen die da alle gute Wäsche? Da kommen so viele Großschauspieler an, kein hat anständig Screentime, trotz dass dieser Film ganz viel Zeit, man da irgendwie verbringt, wo nichts geschieht, an angeblich Charaktere viergestalt gehen, wo den null Bindung zu den Charaktere, weil irgendwie gehen sie auch nicht richtig viergestalt. Der ganz, also aufgesehen vom Optischen, wird der ganze Film auch nach ein erzählerisches Problem, weil wir gucken den Film ein 3-4 Stunden lang. Ich muss kurz gucken, den dauert insgesamt 2 Stunden 7 Minuten dauert den. Und du vergisst schon mal die Echthaltung, vergeht schon mal, dass ohne dass ihr etwas geschieht, das lebt so für uns Schien und das freut sich, was machen ich gerade heute? Was gucken ich mal da an? Wo steuern wir hin? Also wenn der Numm nicht schon am Titel wäre, dann hat die Gänge überhaupt nicht wissen, für was die gerade da ist. Mir Gott sei Dank steht es am Titel und dann auch an der zweiten Haltung, wissen wir dann noch endlich, für was wir da sind. Und dann muss das gerusht gehen, da musst du den Plot auch mal 4 Uhr gehen, da passiert eine Sache oder andere. Und ob immer Schlussfolgerungen erstellt, die ihn als Zuschauer nicht wirklich als sinnvoll gesagt, wo ihr seht, okay, wo hier kommt der tote Lob, ja, da tun wir halt so hin, muss man ja bald, mir nicht gefroht. Weil an dieser Geschichte geht es den Monsieur Poirot, den matt ob der Reis ist, für das Rätsel zu lüften, für rauszufinden, was da passiert ist. Für mich ist so ein Film, so eine Art Detektivspiel, ist für mich auch immer ein bisschen, dass du Frieden sich aber für matt können, ein bisschen zu roden, für selber probiere Schlussfolgerungen rauszukriegen. Wieso mischt gerade den da, wieso passt das Alibi nicht, aber was weiß ich. Nee, mit dem Aspekt, den irgendwie Spaß und dem. So, schau dir das aber urschall, Moment. So, du passt das auch mal ein bisschen mit der Loot. Wo sind stehen geblieben? Weil er den Aspekt, den eigentlich so ein Detektiv, Rätsel, Film so matt zu sprengen, der geht einfach außer vier gelost. Das heißt, wir gucken uns den Film an irgendwann eine Stoplesung an
dann hast du Film River. Mir hu keine Bindung zu ihren Charakter abgebaut. Die ganze Ablesung, also die lebt so dahin. Da so, du stellen Leute so hin und da geht gesagt, das wird den und der war da, dann das war so und du warst schuld und dann hast du den Film fertig. Und da so uns alle gut, wow, krass, wie gut, dass du das gekriegt hast und merci für das Nachgucken. Spannend, wirklich spannend. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, ich schon eigentlich kein gut Wort für den Film übrig, weil Optik schlecht, langweilig, belanglos, enttäuschend. Schön, weil so Krimi kann ja aber trotzdem spannend sein und das tun wir ja hier absolut ganz gut nicht. Der Viergänger, den Orient Express, den habe ich mir nicht angeguckt, weil ehrlich gesagt, schon den Trailer auch von dem Film hat mich relativ kahl gelos, auch wie Lo von Death on the Nile hat mich auch kahl gelos, mir trotzdem nicht gedacht, komm, gebt der ganze Sache mal eine Chance, vielleicht ist ja aber etwas drin. Aber, nee. Also ich ging so einen schneller Ruf gebracht, die können das skippen, ganz ehrlich. Das braucht der erst, also ein Kino braucht er gar nicht dafür zu gehen. Das werde ich noch bei Matrix gesagt haben, wo ich gesagt habe, ja, mischt vielleicht am Kino als Erlebnis Spaß. Nee, das können wir hier auch sehen lassen. Wo nicht? Können wir aufstempeln, ne. So. Trotzdem will ich aber gerne von ihr wissen, wann dir der Film, wann ihr das schon hört, wann ihr das schon hört, müssen undien, dann sagt mal, wie dir der Film fand hört, gesehen ist das viel zu kritisch oder seht ihr absolut Menge Meinung, aber wie dir zum Beispiel den Orient Express fand. Das ging mich auch interessieren. Vielleicht so dir mal, oh, der war aber viel, viel besser, an dem musst du da auch gucken. Erzählt mir gerne. Ja. Und an dem Sinn ging es so immer schon zum Schluss. Denkt dran zu abonnieren. Ich gesehen oft, dass mehr Leute gucken, wie tatsächlich abonniert tun. Für dass ihr auch keine Episode verpasst, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und das üblich kommentieren, liken, teilen. Es so nicht vielmals merci am Ferien an. Freue mich auf eure Feedback. Bis dahin, tschüss!